Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft. Wir befinden uns in unserem wunderschönen Hütchen, nachdem wir jetzt in der letzten Folge auch noch ein paar Sachen sind organisieren, und zwar für unsere Zuckerrohrfarm. Für das hätten wir jetzt all die Sachen da, die wir mit müssten nehmen. Wir nehmen mal eine Lore mit, das sollte eigentlich lange. Es ist ja so, ich habe mir das Grundprinzip davon, wie so eine automatische Zuckerrohrfarm funktionieren sollte, habe ich im Kopf. Also ich probiere es jetzt eigentlich auswendig, also ich habe mir mehrere Methoden angeschaut. Ich versuche jetzt eigentlich, das auswendig irgendwie anzubauen, dass es nicht genau gleich ist, wie das alle anderen machen, sondern dass wir das irgendwie so machen, wie ich mir das etwa vorstelle. Und ich wollte auch wissen, ob ich es auch irgendwie anbekomme. Die andere Sache ist, und zwar, ich nehme mir jetzt da noch ein paar Baumaterialien mit, weil ich weiss noch nicht ganz genau, wie gross ich das Ganze gestalten will, weil es gibt mehrere Versionen, wie ich das grösser oder kleiner machen könnte. Die Frage ist, ob ich einfach auch genug gescheit bin für das Ganze, dann nehme ich jetzt da nämlich nochmal eine Truhe mit. Und dann würde ich sagen, was brauche ich noch alles? Jetzt haben wir da, dann haben wir das mitgenommen, nicht der Quarz. Wir bräuchten aber noch unbedingt Redstone. Wir haben eben auch nicht allzu viel Redstone, was bedeutet eben, wir müssen materialbedingt schauen, dass wir das nicht allzu gross bauen. Das ist halt das grosse und ganze Dilemma. Dann nehme ich da aber noch Holz mit. Wir nehmen da mal noch Treppen mit, einfach, dass wir es haben. Und ja, das sollte eigentlich so weit lang kommen. Wir nehmen wirklich so viel mit. Einfach, dass ich vor allem ein bisschen ausreichend habe. Dann können wir nämlich von der Grösse her variieren, wie wir das gerne haben wollen. Der Stein ist da nämlich schon fleissig am Arbeiten, weil ich habe natürlich vor, zuerst ein Podest bauen, oder? Aus dem bestimmten Stein. Den Stein tun wir aber umwandeln. Und zwar, welchen Stein nehmen wir? Ich würde sagen, wir nehmen auch die normalen Steinziegel. Ich finde die nämlich noch ziemlich cool. Mit dem würden wir eine Art Brücke bauen und dann noch eine kleine Plattform, mit dem wir das Ganze machen können. Ich würde mal sagen, wenn wir jetzt da mal alles rausnehmen, haben wir eigentlich schon ziemlich viel parat. Ich gehe davon aus, dass es eigentlich lange sollte. Wir können ja dann immer noch schauen, dass wir das Bier ein bisschen ausdekorieren mit anderen verschiedenen Sachen. Aber ich wollte noch schnell etwas schauen. Und zwar genau, wir haben jetzt hier noch Steinziegel-Treppen. Dann nehmen wir die dann natürlich mit. Steinziegel-Mauern haben wir auch noch. Und dann würde ich gerade nochmal einen 64er-Block in den Ofen schmeißen, damit wir da ein bisschen vorwärts kommen. Da unten haben wir ein bisschen Kohlenführung, jawohl. Dann können wir ja da so einen kleinen Teil rausnehmen und da unten reinrühren. Und da oben haben wir nicht mehr so viel zu tun. Dann tun wir das noch da rein. Irgendwie so. Dann müssen wir das nämlich schaffen lassen. So, dann haben wir sogar auch nochmal 2 Steinziegel. Klar könnte ich jetzt auch mit bemoosten Steinziegel arbeiten, aber ich glaube, das würde wirklich unsere Materiallimite ein bisschen sprengen. So, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt das Ganze mal anschauen. Und zwar würde ich das ja hier auf dem Wasser bauen. Dass ich das auf dem Wasser bauen kann, brauche ich aber zuerst eine Plattform, auf der ich das bauen kann. Und für das habe ich jetzt gedacht, nehmen wir jetzt das Kistchen dabei. Das Kistchen tun wir hier an. Da kann ich jetzt all die Materialien, die wir gerade momentan nicht brauchen, also wenn wir etwas nachbauen, können wir mal hier rein tun. Zuerst oben rein. Dann würden wir natürlich mit den Steinziegeln, mit der Steinmauer und alles zuerst anfangen zu arbeiten. Den Rest, den ich wirklich für das brauche, tun wir auch in die untersten Reihen rein verpflanzen. Damit ich einfach Materialien habe und gleichzeitig ich habe einfach alles da. So, das Einzige, was ich noch schnell holen will, das habe ich nämlich völlig vergessen, ist nochmal eine Werkbank. Klar, ich könnte mir jetzt einmal eine neue machen, aber ich meine, ich habe ja eine da. Da drinnen sollte ja eigentlich eine sein. Dann nehmen wir doch lieber gerade die mit. Da ist sie nicht. Sonst mache ich da nur einen Überschuss an irgendwelchen Sachen, die ich nicht brauche. Eigentlich sollte da drinnen eine Werkbank sein, außer die haben wir da unten platziert. Dann müssen wir doch nochmal eine neue machen. Das sollten wir aber gut anbekommen. Wir haben ja genug Holz da vorne. Dann tun wir jetzt sicher mal noch zuerst, ich würde mal sagen, das Zuckerrohrzeug hier wegbauen. Und dann schauen wir, wie wir da die Plattform anfangen zu bauen. Dann nehmen wir doch noch ein bisschen Holz da rein und zack. Dann haben wir da nämlich noch eine Werkbank. Damit wir noch Sachen craften können, wenn wir sie brauchen. Und jetzt sind wir schon vorbereitet, um anfangen zu bauen. Dann würde ich sagen, jetzt bauen wir zuerst mal alles Zuckerrohr ab, da, damit das uns nicht im Weg kommt. So. Nice, okay, dann schauen wir da noch schauen, was noch im Wasser gelandet ist. Das nehmen wir natürlich noch schnell weg. Und jetzt ist die Frage, wie wir genau das bauen wollen. Es gibt mehrere Versionen. Wir können jetzt natürlich von da geradeaus eine Brücke gegenüber bauen. Das Problem, das ich da drin sehe, ist, wir kommen dann da ich würde eigentlich gerne in die Mitte vom Wasser kommen. Das heisst, eigentlich müssten wir den Weg ein bisschen gegenüber bauen. Und jetzt ist gerade die Frage, ob ich da dafür die ganze Fläche ein bisschen ummodle, damit der Weg nämlich dann schön da ankommt. Oder ich baue jetzt da eine Brücke und wir kommen da an Dings an und dann bauen wir es irgendwie so drauf. Das ist jetzt eine gute Frage. Am schönsten wäre natürlich, wenn wir jetzt hier eine Brücke bauen könnten, aber für das müsste ich ein bisschen etwas ummodeln. Für das bräuchten wir doch noch Erde. Dann gehen wir noch schnell ein bisschen Erde holen. Habe ich natürlich keins dabei. Und dann schauen wir, dass wir schnell ein bisschen den Boden noch ummodeln.
Und dann wird ja, glaube ich, sowieso gerade momentan ein bisschen Abend. Also es kann richtig lustig werden, wie ich jetzt das wird versuchen machen. Das kann jetzt gerade wirklich ein bisschen witziger werden. Ob ich das überhaupt irgendwie gut anbekomme, das ist eine gute Frage. Jetzt wird gerade Abend, dann gehen wir ganz kurz noch schlafen. Komm, lass mich schlafen. Hopp, hopp, ich will ins Bett. Ich bin müde. Lass mich ins Bett. Ich bin müde. Ach, gute Nacht. So, dann machen wir uns wieder ans Werk. Und dann hoffe ich, dass ich... Jetzt, es wird eben ein bisschen schwieriger, was ich vorhabe. Es wird ein bisschen schwieriger, eben auf dem Wasser zu bauen und gleichzeitig, dass alles gut aussieht. Das ist aber jetzt so eine Sache von der Frage, eigentlich könnten wir schon hier eine Brücke gegen bauen, aber wir müssen automatisch ein bisschen mehr gegen da überziehen und das stört mich halt. Darum habe ich jetzt überlegt, ob ich da eigentlich ein bisschen ausmodle. Und zwar, dass wir da rüber ein bisschen nochmal schnell eins führen gehen und dann versuche ich da, ich hoffe, das kommt gut, was ich da versuche. Dass wir da jetzt eigentlich ein bisschen Erden ausfüllen. Ist ein bisschen schade, weil mir hat das eigentlich noch recht gefallen da. So zum irgendwie da überlaufen. Jetzt müssten wir wie so den Weg ein bisschen schräger machen, oder? Für das bräuchten wir halt noch ein bisschen mehr Fläche. Dafür sieht es dann halt nachher nicht mehr so schön da aus. Also wir füllen da ein bisschen das auf, aber dann kommt eben der Sand ein bisschen auch in den Weg. Den bauen wir mal weg, oder wenn wir da... eigentlich können wir jetzt da noch so eine Reihe anpacken. So. Ja, dann müssen wir da einen auch ein bisschen noch ausfüllen. Sonst sieht dann das ein bisschen komisch aus. So. Dafür machen wir jetzt da noch einen an. Und dann können wir da noch die Wand noch so ein bisschen eins gegenüber nehmen. Ich versuche halt, dass es noch ein bisschen naturhaft irgendwie aussieht. Und jetzt würden wir eigentlich einen Weg so ein bisschen schräg gegen dafür machen. Jetzt müssen wir gerade mal schauen. Jetzt leider kann ich das nicht machen, dadurch, dass es jetzt Erden ist. Würde ich aber mal sagen, wir bauen doch zuerst mal unsere Brücke und dann schauen wir an, wie wir das Ganze wie wir da vorgehen wollen. Und zwar hätte ich gesagt, warte mal schnell. Ich habe die andere Brücke, glaube ich, das halbe Stein gebaut. Also eigentlich könnten wir auch halbe benutzen. Dann muss ich dann nicht extra unsere ganze benutzen und wir haben viel mehr zur Auswahl. Für das muss ich aber nochmal schnell zum Stein-Ding. So, das wird so witzig, ob ich das anbekomme. Jawohl. So, weil dann haben wir 2 64er mal. Ich glaube, mit dem sind wir mal gut versorgt. Dann behalten wir die anderen mal. Vielleicht brauchen wir die ja noch. So. Ich würde aber sagen, so in der Mitte vom See, dass wir etwa da anfangen. He? Dann tun wir da mal ein bisschen etwas anbasteln. Wir machen etwa nochmal die gleiche Brücke wie dort hinten, würde ich sagen. Dann sieht das wahrscheinlich dann auch noch recht schön aus. Und das gut etwa da. Oder soll ich noch ganz ein bisschen über? Nein, komm, wir gehen noch ein bisschen über, bevor ich jetzt da voll anfange zu bauen. Dass es so einigermaßen mittig wird. Einigermaßen mittig wäre etwa schon etwa da. He? Dass wir da ein Brückchen bauen und den Weg den können wir dann so schief da anziehen. Dann sollte das eigentlich im Ganzen gut aussehen, denke ich mal. Dann tun wir da jetzt eigentlich da eine kleine Brücke bauen gegen vorne. Zu unserer Zuckerrohrform, die wir noch später bauen wollen. Mich wundert es richtig, ob das gut kommt, was ich vorhabe. Also ich habe mir eben etwas vorgestellt, aber ob die Vorstellung etwa so gut wird, wie ich mir das denke, das sind immer so zweierlei Fragen. Das sind immer zweierlei Fragen, ob das etwa gut kommt, wie ich mir das vorstelle. Aber ich würde sagen, das kommt schon gut. Ich würde sagen, wir gehen da noch ein bisschen raus. Das würde eigentlich schon lange aus. Wir gehen noch ein bisschen raus. Etwa so. Und da fangen wir an zu bauen. Ist das eine gute Idee? Ich würde so sagen. So, und dann haben wir nachher da vorne auch genug Platz. Jetzt muss ich nochmal schauen, wie wir es da wieder eine Brücke gemacht haben. Ich will es einigermaßen gleich haben. Da haben wir 4 Plattformen gemacht und dann ganz außen noch so. Okay, dann machen wir das da in dem Fall auch. Das heisst, wir tun jetzt da nochmal 2 Reihen ziehen und dann schauen, dass wir da ein paar Mauern benutzen. Und da werden wir dann schauen, dass wir da noch so Holz gegen runter tun. Nein. So, damit dann das besser aussieht. Das machen wir dann dort denen auch. Wieso bin ich jetzt da im Wasser? Concentration. So. Dann ziehen wir da noch schnell eine Länge, damit wir da eine wunderschöne Brücke bauen. Klar wäre es cool gewesen, wenn wir es wirklich genau beim Eingang geradeaus hätten können ziehen, aber es wäre wahrscheinlich einfach vom Platz her wirklich nicht so grossartig möglich gewesen. Darum müssen wir es jetzt halt ein bisschen versetzt machen. Sieht natürlich dementsprechend auch schon wieder ein bisschen weniger gut aus, sage ich jetzt einmal. Aber wir machen das Beste aus dem, was wir haben. Das heisst, ich brauche jetzt unbedingt noch so Mauern. Ich glaube, die mache ich auch direkt aus dem Stein. Dann müssen wir mal schauen, weil ich glaube, dann brauchen wir doch noch mehr Steine, als ich erwartet habe.
Den könnt ihr eigentlich sonst mal mit rausnehmen, dann habe ich das Problem nicht die ganze Zeit. Genau, komm, wir brauchen das da. Jetzt haben wir noch keine normale Steine mehr, aber da drinnen werden ja verarbeitet und da unten werden verarbeitet. Ich glaube, wir haben ja wirklich genug Bruchsteinführung. Wir haben ja wirklich ein bisschen... Wieso hat es da oben Bruchstein drin? Das können wir schon mal rausnehmen. Und dann haben wir da nochmal 64er. Dann tun wir das alles noch verarbeiten. Dann müssen wir einfach mal schauen, dass wir dann wieder mehr Steine finden, um dann können noch wieder mehr machen. So. Dann lassen wir das Ganze mal schnell brudeln. Und dann tun wir jetzt da mal schnell so das ziehen. Ja, es wär schon schöner gewesen, wenn wir es direkt da vorne ziehen können. Aber eben... Da hätte ich die ganze Landschaft da noch ein bisschen umbauen, damit es einigermaßen gut ausgesehen hätte. Und das wäre ja auch nicht der Sinn von der Sache. So, dann haben wir da schon mal unsere Brücke bis dort an, wo ich mir das vorstelle, das Ganze. So, jetzt kommt es darauf an, bringe ich das an, wie ich mir das vorstelle? Das ist eine sehr gute Frage. Es nervt mich wirklich ein bisschen, dass das versetzt ist, aber wenn ich es jetzt hier baue, dann sind wir so nah da dran, an dem Wasserteil, dass wir einfach keinen Platz mehr haben für die automatische Zuckerrohrform. Und das wäre ja natürlich auch ein bisschen nicht so gut. Jetzt ist die Frage, warte mal schnell, da können wir jetzt schon mal ausprobieren. Dass wir irgendwie so einen Weg da gegenüber machen. Dass es dann etwa so aussieht. Etwa so vom Weg her, dass wir da so einen Weg da haben. Den Teil könnten wir eigentlich wieder normal machen. Dann hat das wahrscheinlich ein bisschen besseres Aussehen. Ja, wir lassen es mal so. Ja, es macht mir ein bisschen das Bild kaputt. Dass wir so schief da rüber gehen müssen. Aber wir müssen dann sowieso mal schauen, dass ich wirklich da einen Steinboden noch draus mache. Aber für das brauchen wir so en masse Stein, dass ich wirklich nochmal Stein farmen gehen muss. So, dann probieren wir jetzt das, was ich vorgehen habe. Und das können wir jetzt wirklich mit der halben probieren. Es wundert mich, ob ich das auch noch bekomme. Und zwar würde ich jetzt gerne einen vertieften Boden machen. Einen vertieften Boden meine ich damit, dass wir jetzt da eigentlich... So, der Noob versucht, etwas zu bauen. Mal schauen, ob es gut kommt. Mich wundert wirklich, wie das Endergebnis wird sein. Weil ich keinen Plan habe, was ich jetzt gerade eigentlich wirklich vorhabe. Aber wir machen es einfach einmal. Genau, jetzt können wir hier nämlich so eine Abschweigung machen, dass man da gegen runter kommt. Dann müssten wir da dann einfach nochmal auffüllen irgendwie, dass man da irgendwie so gegen... Ich weiss nicht, ob man das mit denen machen kann. Wir könnten das mal schnell ausprobieren. So. Wie das etwa aussieht, wenn wir jetzt... Nein, dann geht es da drüber mit der Steinmauer. He? Gut, wir könnten das einfach so machen und dann da so wie eine Stufe gegen oben machen in dem Fall. Das wäre ja auch nicht das Problem. Jetzt tue ich gerade ein bisschen Material verschwenden, genau, das kommt schon gut. Und jetzt wollte ich eigentlich ein bisschen unter das Wasser gehen. Also, dass wir Wasser wie ausheben und dann eine Plattform da drauf machen. Aber ich glaube, ich probiere es jetzt mal ein bisschen anders. Und zwar versuche ich jetzt hier eigentlich unsere Plattform zu bauen, wo wir dann unsere Zuckerrohrfarm drauf bauen. Mal schauen, ob wir das anbekommen. Für das brauchen wir wahrscheinlich wirklich noch gewaltig viel Stein. Und mich wundert, ob das allgemein überhaupt gut kommt, was ich da vorhabe. Ich glaube, wir gehen jetzt hier einfach mal in die Länge, weil in die Breite können wir ja immer noch wechseln. So. Brauchen mehr Stein, als ich erwartet habe. Das ist schon mal gut, haben wir noch mal ein paar in den Ofen reingerührt. Schon mal gut, dass wir noch mal ein paar in den Ofen reingerührt haben. So. Ich glaube, das kommt nicht gut, was ich vorhabe. Ich glaube, es kommt nicht gut. Aber mal schauen. Mal schauen. Also am Rand aus will ich wahrscheinlich dann so Stegen oder so platzieren, damit es dann auch wieder so einen Überhang gibt. Also mit so einem Anfang und einem Ende. Aber das müssen wir dann mal noch anschauen. Aber jetzt sieht man eben, für unsere Zuckerrohrfarm brauchen wir wirklich viel Platz. Ja, wir hätten jetzt doch noch... Ja, wir lassen es jetzt mal so. Bin ich schon die ganze Zeit überlegt, ob ich die Brücke nochmal versetzen soll. Dass wir die Brücke wirklich hier rüber tun, damit sie da geradeaus gegen vorne geht. Aber eben, das könnte vom Platz her ein bisschen scheiter werden. Darum, wir probieren es jetzt mal so. Du bauen wir das ganze Konstrukt dann wieder ab und dann probieren wir es neu. So, dass wir da jetzt so ein bisschen eine Plattform haben, plus minus. Das kommt schon mal gut, aber ich glaube, wir müssten sogar noch ein bisschen breiter gehen. Es nervt mich die ganze Zeit, wenn ich da gerade ausschaue. Es nervt mich die ganze Zeit. Und jetzt habe ich da unten noch mein Dings verloren. So. Vom Wasserbauen war wahrscheinlich auch nicht gerade die gescheiteste Idee, die ich hatte. So, ne? Machen wir da gerade nochmal eine Länge. Wir müssen dann sowieso wahrscheinlich noch weiter geradeaus dann.
Mhm. Kommt glaube ich, schon mal einigermaßen gut. Ich hoffe es doch. Jetzt haben wir gar keinen Stein mehr, oder? Nein, wir haben keine halbe Stein mehr, das heisst, wir müssen noch mal ein paar schnell holen. Ach, Jägeli, mein Kopf ist so am Brummen. Weil jetzt sieht man das, es sieht einfach nicht gut aus, weil ich jetzt da so einen Schwenker muss machen dafür. Und wenn wir es jetzt einfach aber wenn ich es da gerade ausbaue, dann haben wir einfach keinen Platz. Wir haben einfach keinen Platz. Was sagen ihr? Schreibt es mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass ich jetzt das auf einen Sitz baue. Aber ich würde mal sagen, wir machen einfach mal weiter. Wir machen einfach mal weiter. So, dann haben wir da noch Stein, dann haben wir da noch Stein. Und jetzt wieder alles umbauen. Das wäre auch wieder so eine richtige Prozedur irgendwie. So, wir bauen gerade alles zu dem Stein um. Wir sind ja da immer noch am Brodeln, das heisst, wir hätten nachher trotzdem noch Steine zur Verfügung. Es wird schon wieder Abend, dann kann ich mir das Ganze nochmal schnell überlegen. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz kurzes Nickerchen gehalten. Gute Nacht. Oh. So, guten Morgen, guten Morgen. Ich würde sagen, wir machen das auf dem Weg wieder zu unserem Bau da vorne. Es nervt mich wirklich ein bisschen. Es nervt mich ein bisschen. Ich glaube, man merkt es mir auch einfach. Es wäre so schön, wenn wir da einfach eine Brücke geradeaus gegen Führer hätten können ziehen. Und ich bin mir wirklich im Überlegen, ob ich das trotzdem mache. Weißt du was, wir machen es einfach. Wir machen es einfach. Mal schauen, ob das mit dem Platz auf der anderen Seite vom Wasser gut kommt. Aber wir machen das jetzt einfach. Jetzt habe ich wieder lauter Zeit verdödelt, einfach für etwas, was mir nicht gefällt. Aber ich glaube, wir haben genug Zeit, um das zu machen. Wir haben genug Zeit, um das zu machen. Und wir müssen nur ein bisschen versetzen. Wir müssen es nur ein bisschen versetzen. Die Plattform lasse ich nämlich mal. Dann würden wir nämlich die Brücke direkt hier anschliessend machen. Ich glaube, das kommt einfach vom Aussehen her kommt das einiges besser als das, was ich jetzt da mache. Und da ich sowieso 4 lang muss machen. Ja, das ist dann auch so eine Frage. He? Dann müsste ich, wenn sie 4 lang wird, nein, das lassen wir da, dann müsste ich da dann auch nochmal eine Länge ziehen. Dann machen wir nämlich da direkt einen Durchgang und nebendran machen wir das Dings und dann müssen wir die andere Brücke dann komplett einmal abbauen. Ja moin. Ja moin, ja moin, ja moin, das wären 3. Jetzt müssen wir eigentlich die Länge gerade ausziehen. Benutze ich aber die Länge da schnell, um da schnell so eine Länge zu ziehen. Geht glaube ich ein bisschen schneller. Weil von der Länge her von der Brücke bin ich eigentlich im Großen und Ganzen zufrieden. So, und den Rest bauen wir jetzt alles wieder ab. Aus der Plattform, die können wir noch schauen, ob wir die so gebrauchen können. Den Rest bauen wir jetzt einfach alles wieder ab. Müssen wir nachher wahrscheinlich ganz kurz schnell tauchen, um all die Steine wieder zusammen zu bekommen. So. Also, nein, könnt ihr mir wirklich noch in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass ich es jetzt hier über versetze oder ob es doch besser gewesen wäre, da ähnen. Das wäre jetzt noch eine coole Information. Also nachher wirklich schnell tauchen, um all die Materialien wieder zusammen zu bekommen. Weil ich bin nämlich die ganze Zeit überlegen, ob das gut kommt, auch vom Platz her. Aber das ist das die ganze Zeit, wo ich habe, der Platzmangel, wo wahrscheinlich der eine ein bisschen zu kurz kommt dann. Ich glaube, der Entscheid ist schon mal richtig, weil mich das so richtig genervt hat im Auge innen, dass es nicht synchron mit dem Gartenzaun ist, weil ich glaube, das viel schöner kommt, als wenn wir das andersrum machen. Ich mache es jetzt andersrum, dann geht es schneller, also wenn ich da im Wasser stehe dann. Oh. Ich hoffe, die fressen meinen Stein nicht, die Teiler. So. Das können wir jetzt gerade momentan mal noch schnell laden. Dann gehen wir jetzt mal auf die Tauchtour. Dann alle Steine einsammeln. Ich glaube, die tauchen da wirklich bis zum Boden runter. Das haben wir ja vorher gehabt, das Problem. Wir jetzt da wirklich zuerst mal alle Steine wieder einsammeln. Ja moin. Das nur, weil ich da wieder extra Wurst habe im Bauen. Am Boden unten sehe ich soweit nichts. Ich hoffe, wir haben alles eingesammelt. Sieht soweit clear aus. Und dann bauen wir jetzt die Brücke eigentlich genau gleich nochmal daneben dran. Und die Plattform können wir wahrscheinlich noch irgendwie dann gebrauchen. Und warte, aber jetzt kann ich nämlich da hinten stehen und dann sollte ich das wunderschön schnell in die Länge können ziehen. So. Geht das nämlich ziemlich flott. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack. Ja, es wird wirklich ein bisschen mühsam mit dem Platz da hinten. Aber wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon. So.
Zack. Und dann ziehen wir noch mit Mauern ziehen. Zack. So. Und dann ist die Brücke wirklich synchron eigentlich zu dem Teil da vorne. Was mir einigermaßen besser gefällt, als wenn ich das so. Moin. Finde ich, sieht einiges besser aus. Dann wir jetzt aber gerade noch schnell den Boden wieder ausbessern. Da habe ich ja gerade noch Erde im Inventar. So. Dann können wir da wieder die Löcher schön zumachen, dass das zuwiesen wird und kein Weg ist. Zack. Und dann können wir eigentlich jetzt da den Weg gerade direkt ausbessern, dass er so gegen vorne geht. Dann können wir da nämlich eine wunderschöne Laterne anstellen und es gefällt mir besser. Also von der Brücke her gefällt es mir wirklich besser. Der Platzmäßig könnte ein bisschen knäbiger werden, aber das sollten wir eigentlich auch anbekommen. Nein, unten dran. Ui, das wird noch eine Prozedur, das Ding zu bauen. Wieso wollte ich nicht einfach immer etwas Leichtes nehmen, sondern bei mir muss es immer gerade wieder weltbewegend anders aussehen. Das können wir in dem Fall noch wegbauen da. So. So, da. Da muss ich dann sowieso noch schauen, wie ich es machen will. Aber jetzt haben wir da schon mal eine Plattform zum Teil fertig. So, jetzt kann ich nämlich... Also ich werde jetzt wahrscheinlich schauen, dass ich das noch irgendwie ein bisschen anders, einfach mehr gegen links baue. Also jetzt von uns aus links. Dass ich es jetzt mehr in die Richtung wird bauen, oder? Dass wir irgendwie vielleicht von daher ankommen. Aber das ganze Zeug sich ein bisschen mehr nach links zieht, durch die ganz grosse Plattform, die wir jetzt hier haben. Weil wir halt jetzt hier halt recht wenig Platz zur Verfügung haben, um das wirklich auf Wasser zu bauen. Aber dafür sollte es dann dementsprechend auch gut aussehen, gehe ich davon aus. So. Dann füllen wir hier noch schnell aus. Und daran habe ich sowieso vor, also es soll wie eine Art Plattform sein, wo das Teil draufsteht. Das heisst, es wird sowieso noch umrandet, also am Rand aussen wird dann noch irgendetwas angebastelt. Wie genau, weiss ich noch nicht. Aber ich würde sagen, wir brauchen zuerst mal eine Plattform, dann tun wir Zuckerrohrform drauf bauen und dann tun wir ausdekorieren. Da würde ich aber noch mal ein bisschen die Länge gehen. Also ein bisschen nach rechts, weil sonst sieht das wirklich ein bisschen scheiter aus. So. Ich glaube, wir müssen dann sowieso noch mal ein bisschen mehr Platz machen. Komm, eine Länge können wir da ja noch ziehen. Ich tauche ab. Ich tauche ab. Nichts hält mich am Boden. Alles nass und grau. Und alles völlig verschoben. Wie ein Wassermann. Es sieht doch schon mal praktisch aus. Können wir uns das jetzt mal von weitem schauen? Es kann gut kommen, es kann aber auch schlecht kommen. Das ist jetzt die Frage in der Frage, ob das gut oder schlecht kommt. Aber wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir haben eine gute Zeit erreicht. Ich würde sagen, wir bauen weiter in der nächsten Folge an unserer automatischen Zuckerrohrfarm. Und dann hoffe ich, dass ich das einigermaßen irgendwie gut anbekomme. Aber ich danke euch immer viel fürs Einschalten. Wenn ihr Hinweise oder Tipps habt, schreibt es mir doch bitte lieber gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr denkt, hey, so andersrum würde es vielleicht ein bisschen besser aussehen. Aber soweit würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, der Runde Minecraft mit einem Schweizer. Danke vielmals und bis dann. Ciao.